Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgenlexikon. K wie Klosterburgen. Wenn aus Burgen Klöster wurden. Wenn wir an Burgen denken, haben viele sofort Ritter, Wehrgänge und mächtige Mauern vor Augen. Denkt man dagegen an Klöster, erscheinen eher stille Kreuzgänge, Kirchen und Mönche im Gebet. Doch im Mittelalter lagen diese beiden Welten manchmal erstaunlich nah beieinander. Denn manche Klöster entstanden nicht irgendwo im Tal oder auf abgelegenen Hügeln, sondern direkt in ehemaligen Burgen. Und genau hier wird es spannend. Heute beschäftigen wir uns mit einem besonderen Burgentyp. Klosterburgen. Wenn aus Burgen Klöster wurden. Was ist eigentlich eine Klosterburg? Der Begriff Klosterburg ist historisch gar nicht so eindeutig, wie man zunächst meinen könnte. Denn nicht jedes befestigte Kloster ist automatisch eine Klosterburg. Bereits seit der Karolingerzeit, also etwa seit dem 8. und 9. Jahrhundert, begannen viele Klöster damit, ihre Anlagen mit Mauern, Toren oder kleinen Befestigungen zu schützen. Vor allem während der Ungarneinfälle des 9. und 10. Jahrhunderts entstanden vielerorts befestigte Klosteranlagen, die den Bewohnern und der umliegenden Bevölkerung Schutz bieten sollten. Solche Anlagen dienten jedoch meist nur der Abwehr kleinerer Überfälle oder marodierender Gruppen. Gegen eine größere Belagerung hätten viele dieser Klöster kaum dauerhaft standhalten können. Eine echte Klosterburg geht dagegen einen Schritt weiter. Denn hier handelt es sich meist um ehemalige Burganlagen, die später in ein Kloster umgewandelt wurden, wobei große Teile der ursprünglichen Befestigung erhalten blieben. Vor allem im Hochmittelalter, also zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert, kam es immer wieder zu solchen Umwandlungen. Und genau das macht diese Anlagen so faszinierend. Denn obwohl dort später Mönche lebten, erkennt man oft noch deutlich Ringmauern, Bergfriede, Halsgräben, Zwingeanlagen oder die typische Gipfellage einer mittelalterlichen Burg. Rechts sehen wir übrigens das Kloster Seeben in Südtirol. Mit anderen Worten, die Burg verschwand nicht, sie bekam lediglich eine neue Funktion. Gerade deshalb wirken viele Klosterburgen bis heute ungewöhnlich wehrhaft. Warum wurden Burgen überhaupt zu Klöstern? Im Mittelalter wurden Klöster vor allem durch den Adel, Könige oder Kaiser gestiftet. Besonders zwischen dem 10. und dem 13. Jahrhundert erlebte Europa eine regelrechte Welle von Klostergründungen. Große Reformbewegungen wie Cluny im 10. Jahrhundert oder später die Zisterzienser im 12. Jahrhundert führten dazu, dass zahlreiche neue Klöster entstanden oder ältere Anlagen geistlich neu organisiert wurden. Solche Stiftungen konnten ganz unterschiedliche Gründe haben. Oft ging es um das eigene Seelenheil. Die Stifter hofften, dass die Mönche dauerhaft für sie und ihre Familie beten würden. Andere Klostergründungen entstanden aus Dankbarkeit, etwa nach überstandenen Krankheiten, Kriegen oder politischen Krisen. Und manchmal spielte auch ein ganz praktischer Grund eine Rolle: fehlende Erben. Gerade wenn eine Adelsfamilie keine männlichen Nachfolger mehr besaß, konnte ein Besitz zu Lebzeiten oder testamentarisch an die Kirche übertragen werden. So kam es immer wieder vor, dass ehemalige Burgen in den Besitz von Orden oder geistlichen Gemeinschaften gelangten. Dabei boten Burgen für eine spätere Klosternutzung durchaus Vorteile. Sie lagen meist strategisch günstig auf geschützten Höhen, verfügten bereits über Mauern, Wirtschaftsgebäude, Brunnen, Speicher und eine funktionierende Infrastruktur. Mit vergleichsweise wenig Aufwand konnte daraus also ein Kloster entstehen. Und genau hier zeigt sich ein interessanter Wandel des Mittelalters. Aus Orten der Herrschaft und Verteidigung wurden plötzlich Orte des Gebetes und geistlichen Lebens.
Oder etwas vereinfacht gesagt, die Mauern blieben dieselben, nur die Bewohner änderten sich. Woran erkennt man eine Klosterburg? Klosterburgen besitzen oft eine ganz besondere Architektur. Denn obwohl sie später als Kloster dienten, erkennt man vielerorts noch deutlich die ursprüngliche Burgstruktur. Besonders auffällig ist dabei häufig die Verbindung von Wehrarchitektur und Sakralbau. So entstanden innerhalb ehemaliger Burghöfe große Kirchenanlagen, die heute oft das Zentrum der gesamten Anlage bilden. Vor allem seit dem 12. und 13. Jahrhundert wurden viele ältere Burganlagen baulich stark verändert und an die Bedürfnisse der klösterlichen Gemeinschaft angepasst. Teilweise nutzte man ehemalige Wehrbauten in neuer Funktion weiter. Manchmal wurden ältere Wohntürme oder Bergfriede später als Glockentürme verwendet oder entsprechend umgebaut, wenn man auch nicht bei jeder Klosterburg. Hier sehen wir das ehemalige Kloster Arnoldstein in Österreich. Man erkennt deutlichst die Strukturen der Burganlage. Hier markiert der Bergfried, der zum Glockenturm wurde. Und hier markiert der Palas, der zum Klostergebäude wurde. Und so sieht Arnoldstein heute aus. Gerade dieser Kontrast macht viele Anlagen heute so beeindruckend. Außen wirkt alles noch wie eine wehrhafte Burganlage, im Inneren erhebt sich plötzlich eine große Klosterkirche. Hinzu kommt, dass viele Klosterburgen weithin ihre exponierte Lage behielten. Und hier ein Stich aus dem 17. Jahrhundert, der das Kloster Melk an der Donau zeigt, vor dem großen barocken Umbau. Vor allem bei Gipfelburgen ziehen sich die ehemaligen Klostergebäude oft entlang der Ringmauern und beherrschen weiterhin den Rand des Berges. Fast so, als hätte die Burg ihren Wehrcharakter nie ganz aufgegeben. Und manchmal erkennt man erst auf den zweiten Blick, dass man eigentlich vor einem Kloster steht und nicht vor einer klassischen Burg. 3 Beispiele von Klosterburgen. Besonders spannend wird das Thema der Klosterburgen anhand konkreter Beispiele. Einige Anlagen zeigen bis heute eindrucksvoll, wie die ehemaligen Burgen später zu Klöstern umgewandelt wurden, ohne dabei ihren wehrhaften Charakter vollständig zu verlieren. 3 besonders interessante Beispiele möchten wir uns nun etwas genauer anschauen. Klosterburg Kastel in der Oberpfalz. Die ehemalige Klosterburg Kastel liegt im heutigen Markt Kastel im Landkreis Amberg-Sulzbach in der Oberpfalz, hoch über dem Lauterachtal. Durch ihre erhöhte Lage und die mächtigen Mauern wirkt die Anlage bis heute fast wie eine mittelalterliche Höhenburg. Erreichbar ist Kastel über die A6 zwischen Amberg und Nürnberg. Besucher können heute vor allem die Klosterkirche, die Höfe und Teile der ehemaligen Befestigungen besichtigen. Die inneren Klostergebäude sind dagegen nicht frei zugänglich, da sie heute anderweitig genutzt werden. Trotzdem zählt Kastel noch immer zu den eindrucksvollsten erhaltenen Klosterburgen. Geschichte der Klosterburg Kastel. Die Ursprünge Kastels reichen vermutlich bis in das 10. Jahrhundert zurück. Nach älterer Überlieferung entstand hier zunächst eine Schutzburg gegen die Ungarneinfälle. Entscheidend ist dabei, dass die spätere Klosterburg aus einer einzigen älteren Burganlage hervorgeht. Immer wieder liest man, Kastel sei aus 3 Burgen entstanden. Tatsächlich beruht diese Annahme lediglich darauf, dass mehrere Adlige bzw. Stifter gemeinsam Besitzanteile an der Burg der Grafen von Kastel hatten. Eine Dreiteilung der Burganlage selbst ist historisch nicht nachweisbar. Im Jahr 1202 bestätigt Papst Paschalis II. Die Gründung des Benediktinerklosters Kastel. Bereits 1103 trafen Benediktinermönche aus Petershausen bei Konstanz ein, um das neue Kloster zu besiedeln. Maßgeblich beteiligt war Graf Berengar von Kastel-Sulzbach, dessen Familie die bestehende Burganlage in ein Kloster umwandeln ließ. Gerade dieser direkte Übergang von Burg zu Kloster macht Kastel zu einem besonders interessanten Beispiel einer echten Klosterburg. Im Hochmittelalter entwickelte sich Kastel rasch zu einem bedeutenden geistigen und kulturellen Zentrum der Oberpfalz. Zahlreiche Angehörige des oberpfälzischen Adels ließen sich hier bestatten, während gleichzeitig bedeutende Persönlichkeiten des Reiches mit dem Kloster verbunden waren.
Auch König Ludwig der Bayer hielt sich mehrfach in Kastel auf. Seine Tochter Anna wurde sogar in der Klosterkirche beigesetzt. Zudem war Kastel eng mit einer kirchlichen Reformbewegung des Mittelalters verbunden, die sogenannte kolonialische Reformbewegung, und gewann dadurch bei weit über die Region hinaus an Bedeutung. Im Spätmittelalter setzte allmählich ein Niedergang ein. Brände, politische Umbrüche und die Reformation führten schließlich zur Aufhebung des Klosters. Besonders verheerend war der große Brand von 1552, der weite Teile der Anlage beschädigte. Später nutzten unter anderem die Jesuiten sowie verschiedene staatliche Einrichtungen die Gebäude weiter. Dennoch blieb die monumentale Anlage bis heute außergewöhnlich gut erhalten und vermittelt noch immer eindrucksvoll den Charakter einer befestigten mittelalterlichen Klosterburg. Die Stifter des Klosters Kastel. Luitgard von Zähringen, auch Liutgard genannt, stammte aus dem bedeutenden Adelsgeschlecht der Zähringer und war die Tochter Bertholds I. von Zähringen. Durch ihre Ehe mit Diepold II. Von Vohburg wurde sie Markgräfin von Cham-Vohburg und Mutter des späteren bedeutenden Diepold III. Von Vohburg. Besonders eng verbunden blieb sie jedoch mit der Kirche und den Reformbewegungen ihrer Zeit. Im Jahr 1102 gehörte Luitgard zu den Mitbegründern des Klosters Kastel. Gemeinsam mit ihrem Bruder Gebhard III. Von Zähringen, dem Bischof von Konstanz, sowie dem Grafen Berengar von Sulzbach, Friedrich von Habsburg-Kastel und dessen Sohn Otto wandelte sie die alte Burganlage von Kastel in ein Benediktinerkloster um. Ihr Bruder Gebhard stand den cluniazenischen Reformideen nahe, die eine geistliche Erneuerung der Klöster voranstrebte. Und auch Luitgard dürfte diese Gedanken unterstützt haben. In der Geschichte des Klosters Kastel gilt sie deshalb bis heute als eigentliche Seele der Gründung. Später gründete sie gemeinsam mit ihrem Sohn Diepold III. Auch das Kloster Reichenbach am Regen, das zunächst sogar von Mönchen aus Kastel besiedelt wurde. Baugeschichte der Klosterburg Kastel. Die Baugeschichte Kastels gehört zu den spannendsten Beispielen einer mittelalterlichen Klosterburg. Ausgangspunkt war eine ältere hochmittelalterliche Burganlage der Grafen von Kastel, deren strategisch günstige Höhenlage auch nach der Klostergründung vollständig weiter genutzt wurde. Anders als viele andere Klöster stand Kastel also nicht losgelöst von einer Burg, sondern entwickelte sich unmittelbar aus einer bestehenden befestigten Anlage heraus. Genau dadurch erklärt sich bis heute der ungewöhnliche wehrhafte Charakter der gesamten Komplexes. Das bedeutendste Bauwerk ist die romanische Klosterkirche des 12. Jahrhunderts mit ihren massiven Mauern, den schweren Pfeilerarkaden und den klar gegliederten Bauformen. Zählt sie zu den bedeutendsten romanischen Sakralbauten der Oberpfalz. Besonders auffällig ist die geschlossene und beinahe festungsartig wirkende Kirche, die eher an eine Pfalz- oder Burgkirche erinnert, als ein rein klösterliches Gotteshaus. Auch zahlreiche romanische Details, darunter Fensterformen, Kapitelle und Mauerstrukturen, haben sich bis heute erhalten. Hier sehen wir den Gesamtgrundriss der heutigen Klosterkirche mit ihren 3 Apsiden. Markiert ist hier der heute noch erhaltene Glockenturm. Der zweite bzw. nördliche Kirchturm der Klosterkirche Kastel stürzte im Jahr 1264 ein. Ursache war wohl ein Blitzschlag bzw. ein dadurch ausgelöster Einsturz. Der Turm wurde anschließend nicht mehr vollständig wieder aufgebaut, weshalb die Kirche heute ihre asymmetrische Erscheinung mit nur einem dominierenden Hauptturm besitzt. Hier befindet sich heute die Sakristei. Links sehen wir den noch erhaltenen Kirchturm und den Chorbereich von außen mit den 3 Apsiden und rechts einen Blick in das Kircheninnere Richtung Chor. In der Nähe der Sakristei befindet sich diese romanische Fenstergruppe, hochinteressant. Hier befand sich früher mal die 14 Nothelferkapelle. Die ist leider abgetragen worden und diese Fenstergruppe hat sich noch erhalten, heute leider ziemlich zugemauert. Auch interessant sind die verschiedenen Tore, unterschiedliche Epochen wie links romanisch und rechts gotisch. Auch interessant wäre natürlich der Kreuzgang, der leider nicht zugänglich ist. Er ist auch nur noch mit einem Flügel erhalten, die anderen wurden im Laufe der Zeit abgetragen.
Im ehemaligen Kapitelsaal befindet sich eine bis heute rätselhafte romanische Wandnische, die häufig als kleiner Altar angesprochen wird. Ihre ursprüngliche Funktion ist jedoch nicht eindeutig geklärt. Möglich wäre eine liturgische Nutzung, etwa als Andachts- oder Reliquienstelle. Auffällig sind dabei die qualitätvollen romanischen Rahmungen des mittigen Kreuzes sowie die spätere teilweise Vermauerung, die auf eine veränderte Nutzung im Laufe der Jahrhunderte hindeutet. Hier sehen wir den Gesamtgrundriss der Klosterburg Kastel. Man erkennt sehr gut die Wehrmauern und ehemaligen Zwinger und sonstigen Anlagen. Markiert ist der ehemalige Torturm der Klosterburg. Im Laufe des Spätmittelalters wurden die Befestigungen der Anlage weiter verstärkt. Dabei entstand unter anderem der neue Torturm, der den Zugang zur Klosterburg zusätzlich absicherte. In seinem Obergeschoss befindet sich auch ein sogenanntes Lochgefängnis. Allerdings kein tiefer Kerker, sondern ein massiver hölzerner Gefängnisvorschlag innerhalb eines Raumes. Solche Details zeigen deutlich, dass Kastel nicht nur geistliches Zentrum, sondern auch zugleich befestigter Herrschafts- und Verwaltungssitz war. Hier sehen wir den neuen Torturm im Detail. Rechts im Schnitt markiert das sogenannte Mordloch in der Tordurchfahrt. Jetzt markiert das Lochgefängnis im zweiten Obergeschoss. Sehr interessant hier ist auch diese Kaminanlage, die nicht mit einem Kamin nach oben aus dem Dach herausführt, sondern einen seitlichen Rauchabzug hat. Starke Veränderungen brachte schließlich das 16. Jahrhundert mit sich. Während der Reformationszeit ließen die Calvinisten große Teile der Ausstattung der Klosterkirche entfernen. Altäre, Bilder und zahlreiche liturgische Ausstattungsstücke verschwanden aus dem Kirchenraum. Gleichzeitig wurden mehrere Gebäude oder Gebäudeteile abgebrochen, die man als unnötig empfand. Dadurch gingen Teile der mittelalterlichen Klosteranlage verloren. Trotzdem vermittelt Kastel bis heute noch immer eindrucksvoll den Charakter einer befestigten Klosterburg des Hochmittelalters. Klosterburg Eubin in Sachsen. Die Klosterburg Eubin liegt spektakulär auf einem markanten Sandsteinfelsen im Zittauer Gebirge in Sachsen, nahe der tschechischen Grenze. Schon aus der Ferne wirkt Eubin mit seinen steilen Felsen, den Ruinen der Burg und der gewaltigen Klosterkirche wie eine mittelalterliche Traumlandschaft der Romantik. Erreichbar ist Eubin heute bequem über Zittau. Besucher gelangen durch den historischen Kurort direkt hinauf zum Berg Eubin, den man entweder zu Fuß oder mit den bekannten Schmalspurbahnen des Zittauer Gebirges erreichen kann. Die Ruinenanlage gehört heute zu den eindrucksvollsten historischen Sehenswürdigkeiten Sachsens. Geschichte von Eubin. Ursprünglich befand sich auf dem Eubin nur eine ältere Befestigung, die Anfang des 14. Jahrhunderts zu einer starken Burganlage ausgebaut wurde. Ihre Aufgabe vor allem die Sicherung wichtiger Handelswege durch das Zittauer Gebirge. Einen gewaltigen Aufschwung erlebte Eubin jedoch unter Kaiser Karl IV., der die Anlage zu einem kaiserlichen Rückzugsort machte. 1369 stiftete Karl IV. Auf dem Berg ein Kloster des Cölestinerordens. Gleichzeitig entstand mit dem sogenannten Kaiserhaus eine repräsentative Residenz. Der Eubin entwickelte sich dadurch zu einem außergewöhnlichen Ort, an dem Burg, Kaiserresidenz und Kloster unmittelbar nebeneinander bestanden. Selbst die Hussiten konnten die Anlage 1429 trotz Belagerung nicht einnehmen. Mit der Reformation endete schließlich das Klosterleben. Die Mönche verließen den Eubin Mitte des 16. Jahrhunderts, ehe sie 1577 ein verheerender Blitzschlag große Teile der Anlage zerstörte. Ein gewaltiger Felsabsturz im Jahr 1681 brachte weitere Schäden. Gerade diese romantischen Ruinen machten den Eubin später weltberühmt und inspirierten Künstler wie Caspar David Friedrich oder Karl Gustav Carus. Baugeschichte von Eubin. Die Baugeschichte des Eubins gehört zu den außergewöhnlichsten Kloster- und Burganlagen Europas. Die gesamte Anlage wurde direkt auf zwischen die natürlichen Sandsteinfelsen gesetzt, wodurch Architektur und Landschaft beinahe miteinander verschmilzen. Schon dadurch wirkte Eubin weniger wie ein gewöhnliches Kloster, sondern vielmehr wie eine befestigte Felsenstadt des Mittelalters. Besonders bedeutend ist die zwischen 1366 und 1384 entstandene Klosterkirche. An ihrem Bau war vermutlich die berühmte Prager Dombauhütte beteiligt.
die auf dem Veitsdom in Prag arbeitete. Die großen Maßwerkfenster, die hohen gotischen Gewölbe und die monumentalen Formen zeigen eindrucksvoll den Einfluss der böhmischen Hochgotik. Westlich der Kirche entstand das sogenannte Kaiserhaus, das Kaiser Karl IV. Als Aufenthaltsort diente. Hinzu kamen Wohngebäude der Mönche, Wirtschaftsbereiche und starke Befestigungen. Während der Hussitenkriege wurden die Verteidigungsanlagen zusätzlich verstärkt. Vermutlich entstand damals auch der runde Geschützturm für den Einsatz von Feuerwaffen. Heute sind große Teile der Anlage Ruinen, doch gerade dieser Zustand verleiht dem Eubin seine besondere Wirkung. Zwischen verfallenen Mauern, gotischen Fensteröffnungen und dem gewaltigen Sandsteinfelsen entstand eines der bekanntesten Sinnbilder deutscher Burgenromantik. Hier sehen wir eine Gesamtansicht des heutigen Eubin. Markiert ist hier das sogenannte untere Tor, gefolgt natürlich von dem oberen Tor. Die Ruinen des Kaiserhauses, Klosterkirche mit anschließenden Klostergebäuden. Und wer den Berg erklommen hat, kann heute im sogenannten Berggasthof sich stärken. Klosterburg Großkomburg in Baden-Württemberg. Von der Grafenburg zum geistlichen Machtzentrum. Hoch über dem Kochertal, südöstlich der heutigen Stadt Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg, erhebt sich die Großkomburg auf einem markanten Umlaufberg. Schon die Lage verrät den ursprünglichen Charakter der Anlage. Wer hier oben saß, kontrollierte nicht nur das Tal, sondern zugleich wichtige Verkehrswege der Region. Die mächtigen Mauern und Türme lassen bis heute erkennen, dass Großkomburg einst nicht nur Kloster, sondern ursprünglich eine echte Adelsburg war. Erreichbar ist die Anlage heute bequem über eine Zufahrtsstraße von Steinbach aus. Besucher gelangen durch die eindrucksvolle Toranlage in einen der geschlossensten Klosterkomplexe Süddeutschlands. Viele Bereiche werden heute noch genutzt und sind daher nur eingeschränkt zugänglich. Doch bereits der Innenhof, die Stiftskirche und die gewaltigen Ringmauern vermitteln einen außergewöhnlichen Eindruck mittelalterlicher Kloster- und Burgenarchitektur. Geschichte der Großkomburg. Die Ursprünge der Großkomburg reichen in das 11. Jahrhundert zurück. Um 1078 stifteten die Grafen von Comburg-Rothenburg an der Stelle ihrer eigenen Burg ein Benediktinerkloster. Einer der Gründer, Graf Burkhard, trat sogar selbst als Mönch in das neue Kloster ein. Ein typisches Zeichen hochmittelalterlicher Frömmigkeit und adliger Memoria. Aus einer wehrhaften Grafenburg entwickelte sich damit innerhalb weniger Jahrzehnte eine bedeutende geistliche Anlage der Hirsauer Reformbewegung. Schon bald erlebte die Comburg eine erste große Blütezeit. Die romanische Klosterkirche entstand zwischen 1078 und 1088 in erstaunlich kurzer Zeit. Unterstützt wurde das Kloster nicht nur von der Stifterfamilie, sondern auch von zahlreichen Adligen der Umgebung. Die Schutzverteilung lag zunächst bei den Grafen selbst, später bei den Staufern. Großkomburg entwickelte sich dadurch zu einem religiösen und zeitgleich politischen Zentrum im Raum Schwäbisch Hall. Im 13. und frühen 14. Jahrhundert geriet das Kloster jedoch zunehmend in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Innere Spannungen, Besitzverlust und Streitigkeiten schwächten die Gemeinschaft erheblich. Erst im späten Mittelalter stabilisierte sich die Lage wieder. Doch gleichzeitig lockerten sich die strengen Benediktinerregeln zunehmend, ein Wandel, der schließlich tiefgreifende Folgen hatte. 1488 wurde das Benediktinerkloster schließlich in ein adliges Kocheninnenstift umgewandelt. Damit wandelte sich Großkomburg erneut. Aus dem klassischen Mönchskloster wurde ein reichsständisches Ritterstift. Besonders unter Propst Erasmus Neustädter im 16. Jahrhundert erlebte die Anlage eine neue kulturelle und bauliche Blüte. Nach der Säkularisation von 1802 verlor die Comburg ihre geistliche Funktion endgültig und wurde später unter anderem Garnison, Schule und schließlich staatliche Akademie. Baugeschichte und Besonderheiten. Die Großkomburg gehört zu den eindrucksvollsten Klosteranlagen Baden-Württembergs, weil sie ihren ursprünglichen burgartigen Charakter bis heute bewahrt hat. Doch immer schließt eine mächtige Ringmauer mit Türmen aus dem 16. Jahrhundert die gesamte Anlage.
Dadurch wirkt die Anlage weniger wie ein klassisches Kloster, sondern eher wie eine befestigte Höhenburg mit geistlichem Zentrum. Besonders bemerkenswert ist die ursprüngliche romanische Klosterkirche. Der Vorgängerbau der heutigen Barockkirche war bereits im 11. Jahrhundert ein monumentales Bauwerk von rund 65 Metern Länge. Wie viele große Kirchen des Hochmittelalters besaß sie 2 Chöre, einen für die Mönche und einen für die Stifterquer. Wegen der engen Lage auf dem Bergrücken entstand zudem ein ungewöhnlicher Klosterordnung. Kreuzgang und Klausurgebäude lagen nicht seitlich, sondern gruppierten sich um den westlichen Chorbereich. Hier zu sehen das äußere Tor mit dem Torweg. Hier das innere Tor mit der Michaelskapelle. Und hier der fast vollständig erhaltene Wehrgang mit verschiedenen Rundtürmen und sehr interessanten Schießscharten. Hier noch einmal die Gesamtansicht des Klosters Großkomburg. Links der Blick aus dem Kreuzgang auf die Klosterkirche und rechts ein Blick in das Innere der Klosterkirche. Hier zu sehen der Kreuzgang von Großkomburg. Und hier der Kapitelsaal von Großkomburg, bemerkenswert diese erhaltene Decke und verschiedene Grabdenkmäler. Zu den größten Kunstschätzen der Komburg zählt der berühmte Radleuchter aus der Zeit um 1130. Mit fast 5 Metern Durchmesser gehört er zu den größten und besterhaltenen romanischen Radleuchtern Europas. Der sogenannte Hartwigleuchter symbolisiert das himmlische Jerusalem, also das Paradies, und beeindruckt bis heute durch seine filigranen Türmchen, vergoldeten Kupferplatten und die hochentwickelte mittelalterliche Metallkunst. Ebenso außergewöhnlich ist das kostbare Antependium, eine vergoldete Altarverkleidung aus dem 12. Jahrhundert. Christus als Weltenrichter, umgeben von Aposteln und Evangelisten-Symbolen, zeigt eindrucksvoll die Bildsprache der Romanik. Stifter-Sarkophag mit den Gebeinen der Klosterstifter. Graf Burkhard von Rothenburg gilt als einer der bedeutendsten Gründer des Benediktinerklosters Comburg um das Jahr 1078. Aufgrund einer körperlichen Erkrankung zog er sich später aus dem weltlichen Leben zurück und trat er selbst als Mönch in das von ihm gegründete Kloster ein. Als Mitstifter wird Wiegand von Weinshausen gesehen, ein wohlhabender Ministeriale bzw. Kaufmann und enger Vertrauter Burkhards, der die Klostergründung mit umfangreichen Schenkungen unterstützte. Auch Wiegand trat später in die Comburg ein und verbrachte dort seine letzten Lebensjahre. Die Eherzkapelle stellt ein weiteres architektonisches Rätsel der Klosteranlage dar. Ein romanischer sechseckiger Zentralbau aus der Zeit um 1230 mit ungewöhnlicher Pagodenform, Rundbogenarkaden und teilweise erhaltenen Fresken. Gerade diese Mischung aus Burg, Kloster, Wehrarchitektur und hochmittelalterlicher Kunst macht die Großkomburg zu einer der faszinierendsten Klosterburgen Deutschlands. Noch ein Blick auf die andere Bergseite. Gegenüber der Großkomburg steht das Kloster Kleinkomburg. Hier ein Blick von außen und ein Blick in das Innere der Klosterkirche. Schlusswort. Klosterburgen zeigen eindrucksvoll, wie wandelbar mittelalterliche Burgen sein konnten. Aus einstigen Wehr- und Herrschaftsanlagen wurden geistliche Zentren, ohne dass ihr ursprünglicher Burgcharakter vollständig verschwand. Gerade diese Mischung aus Wehrarchitektur und Klosteranlage macht Klosterburgen bis heute so außergewöhnlich und faszinierend. Und jetzt interessiert mich natürlich, auf welchen Klosterburgen wart ihr schon? Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.